Herr Präsident, die Damen und die Herren Deputierten, nicht als mir wird wer, dass alles ernst geht. Mir vieles wird sich geändert, Harmonisches wird sich verändert. Andere Sachen mussten sich ändern, sonst geht alles ernst. Das nie ließ zu regieren. Ihr seid just heimst so aus. Die schon einmal regiert haben, die wissen, dass es mal mir liegt, einmal mir schwer ist, mir ganz einfach als es nie. Der Moment, als es besonders schwer. Das Regieren als extra schwer gehen, gerade an einem kleinen Land, das Taxen von der Welt nicht reajustieren kann, vielleicht Jahrhundert an einem Moment kommen ist, wo in den nächsten Moment nicht richtig gesagt. Alle Gewissheiten klappen zusammen. Ein Drama vom konstanten, vom kontinuierlichen Wursten, den als ausgedreht, die europäische Integration verliert in Tempo und Intensität, verläuft sich an nationalen Nerven, an nationalen Sackgassen. Neue Konflikte entstehen. Die eng für den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, wo es auf dem Boden von einer Geschichte, die nie ganz ausgedrogen ist. Und die anderen Berichte von Haut und Meer aus, wie Greibers am Mali oder wie das nicht immer geschickten Taschen nur Demokratie an Nordafrika weist. All das Viergang belaschten auch Eiswirklichkeit, die en plus die Wirkungen an den Notwirkungen von der globalen und kontinentalen Wirtschafts- und Finanzkrise nicht aus der Face kennt. Die allgemeine Versicherung geht heim durch eine hausgemerkte Vertrauenskrise an die Institutionen von unserem Staat verstärkt. Es muss ein Plan an darf sein, für nicht zu merken, dass viele Leute Institutionen für nicht über all Zweifel erhaben spüren. Wir haben keine Staatskrise, mehr kriselt am Staat. Bommelehrer Affäre an ihr Abklärungsumstand, der Affäre Geheimdienst, an der partiell Fehlverhalten von den Pur von seinen Mitarbeitern, wo Vertrauen zerstört. Es gibt dax für Staatsaffäre geschwärzt. Ich will mich da beim Kommentieren zurückhalten. Spekulationen an Mutmaßungen bringen uns nicht führen. Die überlassen sich anderen. Mir erlaubt man euch, über den Staat selber etwas zu sagen. Am Staat laufen die Ambitionen von einem Land zusammen. Der Staat organisiert die Umsätze von den Aspirationen von der Nation. Hier ist zuständig für den konkreten Auflauf von all seinen Funktionen. Hier ist nicht kompetent für das, was schief läuft, zu verstoppen, zuzudecken und zu vertuschen. Und darf sich durch sein Beholen auch nicht im Verdacht aussetzen. Staatsorgane dürfen vertuschen, zudecken, verstoppen. Und sie dürfen das sogar bewusst machen. Der Staat verliert seine Kredibilität. Und die ist essentiell für den nationalen Zusammenhalt, wenn man seine Organe durchschützen und Decke geben, wo das gegen Staatsinteresse verstoßen. Die Staatsräson, das ist selten gut, aber mit diesem der wir kein Schindluder drauf. Von der Staatsräson wird dax geschwärzt. Aber es gibt es nicht mehr ganz sehr. Es sind hier nach Bayern nie begegnet. Aber wenn hier begegnet, muss wenn die Gründe für die Staatsräson rüber sind, erklären, für was, dass es in einem bestimmten Moment Gründe für die Staatsräson gibt. Bombeleer-Affäre hat nichts mit Staatsräson zu tun. Aber auf einem bestimmten Weise doch aber ganz viel. Die Staatsräson will nämlich, dass Bombeleer-Affäre abgeklärt wird. Die regieren, sind der Kredibilität und der Irreprochabilität vom Staat a besonderem Moos verpflichtet. Dafür Ministerin sich ein Verhaltenskodex gehen, und sie froh, dass die Chambre dieselbe Exigenzen an Normen
an hier Regelwirkwelt opholen. Dafür hat die Regierung ein Gesetzesprojekt über den Zugang zu öffentlicher Informationen vorgelegt. Der Gesetzesprojekt hat Kritik provoziert. Und natürlich, wir können doch ernst sehen, als der Staatsminister beschuldigt ging, hier will mit diesem Gesetz den Access zu Informationen blockieren und boykottieren. Der Gesetzesprojekt als ein Projekt von der Regierung. Es schon an ihrem Numhai bannen deponiert. Es stimmt zu dem Projekt. Mir ist sie bereit, die Informationspflicht vom Staat mehr breit umzugehen, wie das Projekt das möchte. Wenn dir als Chambre Erbischten an dieselbe Direktion orientiert, da sind nicht eher Alliierten. Dir bringt das Manifestement besser fertig wie ich, die mehr zurückhaltende Ministerin von der Richtigkeit von einer flächendeckender Transparenz zu verzeichnen. Aber wenn das an der Kommission invitiert, da bringt es ohne all Zweifel fertig, hier Argumente zu widerlegen. Weil Kredibilität und die Reprochabilität wichtig sind, wird die Chambre mit einer Reform vom Geheimdienst befassen. Das Regierungsprogramm sieht das Reform übrigens vor. Die Chambre berät das Reform mit vor. Sie muss den Perimeter von der Geheimdienstaktivitäten klar aufstechen, also eine politisch und parlamentarische Kontrolle verstärken. Diese und andere Initiativen sollen Vertrauen an den Staat ermauern. Bei all dem darf man nämlich nicht vergessen, dass den Vertrauen los drepseweis gewinnt. Es verleiht den nicht viel mehr sehr. Es verleiht den nicht viel mehr sehr, wie es aufbaut. Nicht Dreps für Dreps, mehr Liter auf Futterweis. Herr Präsident, nicht als mehr wie es war. Die öffentlichen Finanzen sind auch nicht mehr ideal. Vergleich mit denen von unseren nordischen Ländern, sie sind noch solid, aber sie wackeln, wenn man sie mit früher vergleicht. Also müssen wir sie restabilisieren. Das ist nicht einfach an einer Zeit, wo eine Wirtschaftsprognose die eine schaut, an das sich am Laufe von einem Jahr mehr wie widersprechen. Es geht nicht nur das Brett von den Zinsen, es geht leider Gottes auch das Brett von der Prognosen. Ich beginne hindurch mit einem Misstrauen, was wiest, lasse mich von den Estimationen, die dauernd wechseln, auch nicht übermäßig nervös machen. Den Op und Auf von der Prognosen, auch von den Estimationen, die war im Jahr 2012 auf eine extra Weise beeindruckend. Wenn wir das Budget für das Jahr abgestaltet haben, für das Jahr 2012, sind wir von einer Croissance, die von der Europäischen Kommission für die Eurozone vorausgesucht war, von 1,5% ausgegangen. Das Jahresresultat an der Eurozone am Jahr 2012 war aber ein wurstes Minus von 0,6%, bald dreimal mehr schlecht wie prognostiziert. Bei der Ausschaffung vom letzten Budget haben wir auf eine prävisible Croissance von 2% herumgesagt. Zwischenzeitlich, am März vom Jahr 2012, haben national und international Prognostiker gemeint, sie könnte die Croissance auf 1,1% roh fallen. Dennoch haben sie hier Abschätzung auf ein Plus von 0,5% angerufen. Heute wissen wir, dass als Wirtschaft trotz einem guten 4. Quartal am Jahr 2012 nur einen kleinen Sprung von 0,3% nur 4 gemacht wird. Die Estimation war ein Plus von 2%, das Resultat ein Plus von nur 0,3%. Der Finanzminister und die Regierung, die von einzelnen Seiten immer im Vorwurf kriegen, übermaßen pessimistisch zu sein und das bewusst wollen zu sein, waren also für das Jahr 2012 deutlich zu optimistisch, aber sie waren das unbewusst. Wenn in dem erratischen Tanz von der Prognose nachguckt, da geht es dann drunken. Drunken geht es auch, wenn an dem Budget 12 Balle, den sich 12 Monate drängt und drängt, wenn an dem Balle muss mittanzen, ohne den Schritt zu verlieren.
Erinnert dich, für das Budgetsprojekt für 2012 hat der gesamtstaatlichen Defizit von 330 Millionen als gleich 0,7% vom PIB vorgesehen. Und hat den Defizit vom Zentralstaat auf 1143 Millionen angeschaut, 2,6% vom PIB. Zahlen an den ersten Monat vom Jahr 2012 haben uns am April dazu gebracht, gesamtstaatliche Defizitabschätzung auf 805 Millionen, 1,1% vom PIB, und am Oktober auf 860 Millionen, 2% vom PIB unzuheben. Den Defizit vom Zentralstaat hat sich bei der Aufstellung vom Budget 2012 auf 1143 Millionen belaufen, am April also auf 1470 Millionen, 3,1% vom PIB, und am Oktober auf 1640 Millionen estimiert in 3,8% vom PIB. Es war für den Kap zu verlieren. Mit dem Finanzminister hat Gott sei Dank kein Torticolli krit an den klaren Blick behalten. Er hat es fertiggebracht, den gesamtstaatlichen Defizit auf 359 Millionen, als gleich 0,1% vom PIB zu begrenzen, statt auf 2% wie in einem bestimmten Moment gefährdet. Den Defizit vom Zentralstaat kommt bei 1157 Millionen 2,6% vom PIB gestoppt gehen, statt wie im Moment an Aussicht gestaltet ging, war bei 3,8% vom PIB. Nur all dem hin an hier, nur dem incroyable Slalomlauf durch das Jahr 2012 wird den Aufschluss vom staatlichen Finanzgebaren trotz dem nicht prognostizierten Wachstumsabbruch von 2 auf 0,3% sich ganz nur bei den Zahlen abgehalten, die wir im Oktober 2011 für das Jahr 2012 Bannen vorgelöst hat. Ich muss abstrengen, entschuldigt. Ich weiß zwar nicht, wie das an der Gebärdensprache übersagt wird, Herr Präsident. Nee, gesagt nicht. Ich wiederhole mich, am Oktober 2011 sind wir von einem Totaldefizit von 330 Millionen ausgegangen, das 0,7% vom PIB sind. Das Resultat beläuft sich auf 359 Millionen, 0,8% von unserem PIB. Am Oktober 2011 sind wir von einem zentralstaatlichen Defizit von 1143 Millionen fortgegangen, 2,6% vom PIB, für ob ein Minusaufschluss von 1157 Millionen zu kommen, punktgenau 2,6% von unserem PIB. Wir sind also genau an der Zone gelandet, wo wir die Landung programmiert hatten. Trotzdem, der gesamtstaatliche Defizit als von den 0,7%, den wir am Oktober 2011 herausgesagt hatten, ob ein von 0,8% am Dezember 2012 an die Lut ging. Mir weist man einen anderen Budget an der Eurozone, den trotz dramatischer Wirtschaftswachstumsdifferenz zwischen den initialen Hypothesen an der effektiven Entwicklung so wie Eisen an der Bund gehalten ist. Die braucht nicht zu sichern. Das geht nicht. Die Finanzresultate vom Jahr 2012 sind besser wie die vom Jahr 2010. Wir sind nicht schlecht wie die vom Jahr 2011. 0,7 gegen 0,2% für den Gesamtstaat, 2,6 gegen 2,4% für den Zentralstaat. Wir hatten 2012 ein Finanzlauf von 1157 Millionen am Zentralstaat. Suchen, den muss alleine gehen. Das Verschlechterung, die ich noch beschrieben habe, die riskiert an den Jahren 2014, 2015 und 2016 leider führen zu gehen, wann in dann die Prognosen leben kann. Es muss ihnen nicht leben, es muss ihnen von hinten ausgehen. Ehe ich mich mit den Prognosen für die nächsten Jahre beschäftigen und ich die bekannt machen, wollte ich mit ein paar Überlegungen können machen, wie ich zwar müsste gelebt sind, mit die aber verdienen, eine kompakte Erinnerung gerufen zu gehen. Die Leute fragen sich,
wat de Staat mat ihre Sue mecht. A weil se dat net genau wissen, ich leben sie aber ganz gern denen, die ihnen erzählen, der Staat bereicht zu viel Suen für sich selber, an den Giffen nicht an Zukunft investieren. Sie gesehen, dass unter dem Strich ein Deckmilliard fehlt, an darüber rüsseln sie heim so den Kopf. Wenn ihn aber nicht nehmen, ein quantitativer Blick unter den Strich werft, mit ein qualitativer Blick ob das werft, das über dem Strich steht, da steht in engem die Milliarden an den, die der Vorbereitung von der Zukunft denken. Von 2009 bis 2013 inklusiv geht der Staat 62 Milliarden Euro aus. Das Summe enthält einen Zukunftsblock, von dem ich sagen, das ist impressionant ist. So lassen wir der Schule, der Zukunftsfabrik par excellence, 9,7 Milliarden Euro zukommen. 9,7 Milliarden Euro für die Schule, ohne Kosten für die Annex-Aktivitäten. Auf der Bildung können und dürfen wir auch an den nächsten Jahren nicht spuren. Der Budgetsposten für die Schule, die kann ich nicht aufsenken. So investieren wir an der Periode 9 bis 13 8 Milliarden. 8 Milliarden von die direkt an die indirekt Investissementen bei lädt. Es wird keine Falschpolitik, wenn wir das Investissementen, von denen auch die nächste Generationen profitieren, integral über Schulden abholen, gängen finanzieren. Wir holen aber bis dann 2013 rund 5 Milliarden Euro Emprunt ab, investieren also mehr, 8 Milliarden, wenn wir es verschulden, 5 Milliarden. Wir investieren viel. Am Schnitt, Jahr für Jahr, 3,1% vom PIB. An der Moyenne gehen die Euro-Staaten aber nur 2,3% von ihrem PIB für Investissementen aus. Wenn wir hinten nicht no machen, da könnten wir zack, zack, 500 Millionen Euro die Jahre sparen. Wenn wir es machen wie die Deutschen, sie gehen nehmen 1,1% für Investissementen aus, da könnte man sogar 1 Milliarde sparen, dann hat man kein Defizit mehr. Mit da gibt man Haut sparen, mehr ist die Zukunft verlieren. So bezahlen wir, wenn man sich mit den Elementen vom Zukunftsblock beschäftigt, über das Budget, das heißt über CNPF, 5,3 Milliarden familienpolitische Leistungen. Es kann also in der Zukunft gedacht gesagt. Wir losen als die Zukunft etwas kosten. So haben wir von 2009 bis 2013 der Recherche hier am Land 1245 Millionen Euro öffentlich Gelder zufließen gelost. 250 Millionen Euro am Jahr. Als einen resoluten Zukunftsfüllen wird also sogar am Decke-Krisejahr 2010 nicht verlost, weil am Budget 2010 sind Kredite für die Forschung um 21% geklommen. Kein anderes Land wird seine Forschungsausgaben an der Krisenzeit so ausgebaut wie wir. Von 2004 bis 2008, also an der letzten Legislaturperiode, wird das Forschungsbudget 592 Millionen Euro bedroht. 180 Millionen Euro. Zweimal mehr für die letzten 5 Jahre. Die Forschung weist den Weg an Zukunft, und wir dürfen den Weg auch nicht verlassen. So haben wir, Herr Präsident, zwischen 2009 und 2013 der Uni Lützeburg insgesamt 515 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 100 Millionen Euro. Am Krisenjahr 2010, von dem ich schon geschwärzt habe, haben wir das Budget für die Universität um 19,1% angehoben. Kein anderes Land wird an der Krise so einen Erfolg gemacht. Am Gegenteil, Budgets für die Universitäten fallen überall. An der letzten Legislaturperiode hat die Uni 202 Millionen zugewiesen. 40 Millionen Euro gegen 100 Millionen Euro pro Jahr seit 2009. 100 Millionen Lo, 40 Millionen an der Periode verdrun. Den Unisbudget gibt also auch verdoppelt, gerade wie den von der Forschung. Für was soll ich das? Für was erinnere ich und die paar Sachen, die über dem Strich stehen?
Wenn ich euch an die Leid will weisen, dass wir auch an der Krise Zukunft präpariert tun. Und nicht, wie das von Zeit zu Zeit behauptet wird, blank und ohne Verstand gespurt tun. Hätten wir ohne Verstand spuren, dann hätten wir pro Jahr 500 Millionen Euro Investiment am Mann gemerkt, wir hätten die Forschung an die Uni an dieser Periode nicht so behandelt, wie wir sie behandelt tun. Dann hätten wir durch Gleichbehandlung von der Recherche und durch Gleichbehandlung von der Uni allein auf denen 2 Posten 190 Millionen Euro gewonnen. Unter dem Strich 500 Millionen Euro Investiment Männer, wenigstens im Durchschnitt an der Eurozone, an 190 Millionen Männer für die Uni und für die Recherche. Unter dem Strich hätten wir dann ein Budgetdefizit für 690 Millionen Männer. Über dem Strich einfach hätten wir das falsch gemacht, wenn wir auf Kosten von der Zukunft gespurt hätten. Herr Präsident, ich habe für ein paar Minuten gesagt, Finanzperspektive geben sich aufgrund von den Prognosen, die als Fehlleihen weiter verschlechtern. Wie sehen die Prognosen aus? Als Wirtschaft, ich wiederhole mich, als 2012 0,3% gewusst. Das ist schwer gewusst. Das weist, dass wir nach langem nicht über die Birch sind. Wir sind 2013 nicht mehr reich, wenn wir 2008 waren. Wir trippeln unter 5 Jahren auf der Platz. Andere Länder sind 2012 nur angegangen. Holland zum Beispiel 0,6%. Die Gesamteurozone hat einen Minuswachstum von auch 0,6% am Jahr 2012. Es ist davon auszugehen, dass die Eurozone am Jahr 2013 an der Rezession stehen bleibt. Ein Wachstumsrepli, ein Minus von 0,3% wird hierfür rausgesucht. Für 2014 gibt es einen Plus von 1,4% gerechnet, und für 2015 und 2016 mit einem von 2 respektive 1,6. Ich halte das Zahlen für relativ optimistisch. Sie können, wann überhaupt, nimmen dann erreicht gehen, wenn wir den Ländern, die sich an einem europäischen Anpassungsplan bewegen, mehr Zeit für das Erreichen von ihren Ajustementsobjektiven zugestehen. Leider Griechenland, an Zypern, an Portugal, als Osteuropa packen den aktuellen Konsolidierungsrhythmus nicht mehr. Ihn zu extrem konsolidieren an den Programmländern, an andere Staaten, die divergieren, wie Frankreich zum Beispiel, gave ich dort festhalten und den Ajustementsprogrammen Croissance aufwirken. Die Objektive, die gesagt wurden, bleiben richtig, aber die Objektive müssen auch erreicht gehen. Von 2008 auf 2013 als öffentliche Schuld an den Euro-Staaten von 70,2 auf 95,1% angeklommen. Es ist klar, dass sie zurückgedrückt gehen, aber nicht an dem sehr Rhythmus wie geplant. Die letzte Regierung setzt sich für eine Tempodrosselung von den Ajustementsprogrammen an die Krisenländer an. Wenn das nicht geschieht, da könnte zu einer sozialen Explosion auch hei. Schon heute besteht die Eurozone, nicht wie wir mengen, aus 17 Memberstaaten, wie effektiv aus 18. Die 17, die den Euro haben, an den 18. Staat, das Land, an dem die 19 Millionen Arbeitslose wohnen. 2013 bleibt Croissance zu Lützeburg für freundlich zu sagen phlegmatisch. Also PIB schenkt nur 1% am Jahr 2013 können sie klammen, an nicht 1,7%, wie nach beim Wort vom Budget am Dezember gemengt ging ist. Mit 2014, 2015 und 2016 die Realwachstumszahlen von 2,3, 1,9 und 3,1% respektiv erwehrt. Den Emploi ging 2013 mit 1,6, 2014 mit 1,2, 2015 und 2016
mit 2,2% expandieren. Der Chômage gibt am Jahr 2013 6,7% ausmachen, an der Lützeburger Art für den Chômage zu berechnen, für dann 2016 auf 6,4% aufzugehen. Das verfügbare Abkommen von den Leuten, was wir plötzlich die Revenu disponibel nennen, ging 2013 um 1,3%, an den 3 Jahren danach um 2% an die Lut gehen. Die Inflation wird 2013 1,8% bedrohen, an den kommenden 3 Jahren unter 2% bleiben. Wann den Indexautomatismus am Jahr 2015 reaktiviert wird, da gäbe die nächste Indextranche nur der vom Oktober 2014 am Juni 2016 aufhören. Die europäische und die Nationalprognosen, die muss man urrechnen durch eine Reihe von externen makroökonomischen Daten, die für alle Euro-Länder dieselben sind. Alle Euro-Länder schaffen auf der Basis von einer konstanten Ölpreis- und Wechselkursentwicklung Dollar-Euro über den Zeitraum 2014-2016. Sie tablieren hier Finanzüberlegungen auf eine graduelle Augmentation von der kurz- und langfristigen Zinsen von 2014 und auf eine Normalisierung von den Verhältnissen auf den Finanzmärkten, in konkreto von einem Uklammen von Eurostoxx 50 von 4,7% am Jahr 14, 12,9% am Jahr 15 und 9,1% am Jahr 2016. Compte tenu von diesen Prognosen, Estimationen, Hypothesen entwickeln die öffentlichen Finanzen sich an eine Richtung, die so ist, dass wir sie müssen umdrehen. Ein kurzer Appell für dich. Gesamtöffentliche Finanzen schließen 2012, schon gesagt, mit einem Gesamtdefizit von rund 360 Millionen auf 0,1% vom Bruttoinlandprodukt. Der Zentralstaat schließt mit einem Defizit von rund 1150 Millionen Euro oder 2,6% vom PIB auf. Nun wird vom Budget 2013 belebt ein Negativsaldo beim Gesamtstaat sich auf 340 Millionen, 0,7% vom PIB, auf rund 1025 Millionen, am Zentralbudget als gleich 2,2% vom PIB. Das Resultat, die für das Jahr 2013 haut zu erwarten sind, die sind besser wie die vom Jahr 2012. Hauptsächlich, weil wir für 2013 ein Konsolidierungspark von über 900 Millionen Euro abgelöst hatten. Unter Berücksichtigung von der inevitablen Tatsache, dass von 2015 an TVA-Reset auf dem elektronischen Handel rund 700 Millionen Euro aufholen wird, aber wenn das weitere gibt unhören, werde ich nicht machen. Politik gibt genau dieselbe bleiben wie heute, da wird das Profil von den Staatsfinanzen nicht schön anzugucken. 2014 hat man dann ein totalen Minus beim Gesamtstaat von 1,3 auf von 2,6% beim Zentralstaat. 2015 wären das 3 respektive 4,1%, und 2016 hatten wir ein gesamtstaatlichen Defizit von 2,1% und ein zentralstaatlichen Defizit von 3,7%. Das Zahlen weisen an der Evolution weisen auch, dass wir Ziel Gesamtfinanzlehre bis 2014 an den Equiliber zu bringen, nicht erreichen können. Das hauptsächlich auf das extrem schwer Wirtschaftswachstum zurückzuführen. An den kommenden 3 Jahren bewegt Croissance sich aber deutlich nach oben. Wir mengen dafür, dass wir gute Chancen hätten, den gesamtstaatlichen Equiliber für frühestens 2016 und spätestens 2017 zu packen. Wir packen ihn aber nicht mehr, wenn wir von 2015 an die TVA-Reset, die am Bereich E-Commerce wegspricht, durch eine Augmentation von unseren TVA-Sätzen zu kompensieren. Wir haben die niedrigsten TVA-Sätze in Europa. Sie haben von 1993 an nicht mehr bougiert. Wir sind das einzige Land in Europa, das TVA so lange angefroren hat.
Mit 2015 wird der Moment kommen sinn fir se unzuhelfen. Aber immer so, dat man die niedrigsten TVA-Sätze an Europa behalen. Et rekommandiert sich, das TVA-Reform an eng méi bret Steuerreform anzukleden, die als Tarifstruktur so umbaut, dass die sogenannte Mittelschicht, beschrecklich wird, wie ich fand, dass die sogenannte Mittelschicht nicht penalisiert wird. Mir 2015 bleibt alles so wie es ist. Es wird nämlich nicht klug, am aktuellen konjunkturellen Umfeld TVA-Struktur zu reartikulieren. Mir für die Finanzen vom Gesamtstaat zu equilibrieren, an den Defizit vom Zentralstaat zu diminuieren, braucht es mehr für eine neue Ausrichtung von der TVA. Wir mussten an den Jahren 2014, 2015 und 2016 weiter konsolidieren. Weiter konsolidieren, das ist leicht gesagt, aber das ist schwer zu machen. Es wird leicht zu machen, wenn man sich leicht machen will. In JK. Das gesagt in einem Beispiel, dass ich nicht gehen. Wir könnten die Investitionen vom Staat, die direkt an die indirekt um 500 Millionen Euro aufsenken, für das Niveau vom Durchschnitt von der Eurozone zu bringen. Mit da geben das lo machen. De Wurst im Schaf aufbremsen. An 12 von den Failliten, die ging explodieren. Und dafür machen wir das nicht. Wir beschränken uns darauf, für den aktuellen Investitionsvolumen nominal zu stabilisieren. Wir werden investitionspolitisch verstärkt mit der Europäischen Investitionsbank zusammen schaffen, das verspricht, als Investitionsprojekte mehr billig zu machen. Kredite für die Recherche, für die Innovation und für die Uni müssen weiter wachsen. Ich will heute sagen, Sie können nicht vorfahren, zweistellig zu wachsen. Wenn Sie es leicht machen, da kann Ihnen der staatliche Beitrag zur Finanzierung von unseren sozialen Versicherungssystemen, dem ist 45% von der Recetten von dem selbst aus, auf dem Niveau von unseren Notbeschländern raufzählen. Dem ist 33% aus. Da gibt man nicht 10,5% von unserem PIB, mit nur 7,8% von unserem PIB für die Finanzierung von unseren sozialen Versicherungssystemen abbringen müssen. Ursprünglich 1 Milliarde. 1 Milliarde Manner Defizit am Zentralbudget. Aber logischerweise müssen wir ja die Milliarde durch mehr Kotisationen von den Patronen an den Assurien ersetzen. Da wäre als Kompetitivität am Eimer. Stattdessen wollen wir Kotisationen, die auf die Betriebe leihen, bis 2016 auf ihrem aktuellen Niveau stabilisieren. Es kann in Funktionamenskosten vom Staat weiter drosseln. Das machen wir auch. Und wir haben in den letzten 2 Jahren gemacht. Wie viel Sput bleibt nur den Erfolg von den letzten Jahren nicht. Wir sind am Gang, die finanzielle Hilfen für das Logement auf die Effektivität hin zu überprüfen. Hier gibt es Anspruchsmöglichkeiten, die es für die Zukunft zu nutzen gilt. Für die Zukunft, nicht für Beneficiären von den Maßnahmen, die heute laufen. Bonification d'intérêt wird aufgeschafft. En plus mengen wir, dass eine mehr starke Besteuerung von den Plus-Valuen, die auf dem Terrain realisiert werden, ugesorgt ist. Am Sozialbereich müssen wir, dadurch, dass wir festgefahren ideologische Barrieren übersprangen, die Leistung noch die Medien holen, die in der jüngster Jurisprudenz verstärkt an den Export müssen gehen. Nicht alles, was juristisch stichhaltig ist, als materiell, als sachlich notzuvollziehen. Auch hier könnte zu Anspruch. Wir müssen also auch die Finanzierung von der Pflegeversicherung neu angucken. Es kommen all Jahre viele Beneficiäre bei. Das ist nicht verwunderlich bei unserer demografischen Struktur. Kosten klammen, wir wollen Qualität von der Pflege beibehalten. Aber wir müssen ihre Kut nicht an den Griff kriegen. Entweder durch die Grenze vom Uklammen von den Prestationskosten oder aber, falls das nicht geht, durch eine Erhöhung von den Assuren ihrer Kotisationen, ohne aber das Finanzlast vom Staat dabei zuhält. Wir werden ob ein Urteilsspruch vom Europäischen Gerichtshof
a Sachen Studentenbursen. Und wir werden die am Licht von dem Array am mat chlore Abspurungsabsicht reformulieren. Wir werden Pré-Retraite Solidarität op en anfeieren, an Aide au Réemploi verschlanken. Wir werden dafür sorgen, dass die Kriterien, die uns nach müssen genau überguckt gehen, nur denen den Innenminister seine Subsidien und Gemengen organisiert, auch von allen anderen Departementen appliziert werden. Bref, es muss weiterhin Fuß beim Mol gehalten. Auf alle Pläne. Am Budget 2014 will man op mans 250 bis 300 Millionen Euro konsolidieren. Wenn ich so noch manst, dann ist der Pap der Wunsch von Gedanken, wir werden en fait 250 bis 300 Millionen konsolidieren. Wir müssen Defizite für 2014 per rapport von denen von 2013 aufkriegen. Aber wir mussten 2016 als spätestens 2017 die gesamtstaatlichen Equiliber realisieren und dafür Großkonsolidierungsanstrengungen 2015 und 2016 auch nachmachen. Das stimmt, gibt die Trajektoire abgehen. Spätestens 2016, 2017 finanziell betrügt, do, wo wir 2005 stungen an schon den Abruf an den letzten Tag von den Poorleitern, das ist Ziel von der Politik sind. Ziel allgemein hecht, Null Defizit am Gesamtstaat, ein Defizit von 101% am Zentralstaat. Den Defizit von 1% am Zentralstaat, das dann am Licht von dem Investitionsvolumen zu gesehen, den op manst an den Jahren 2017, 2018 3% vom PIB erwartungsgemäß bedrohen wird. Auch an Zukunft also nicht anormal. Ein Teil von den Investissementen, von denen wir ganz nächste Generationen profitieren, partiell über Emprunt zu finanzieren. Ich weiß, es gibt Leute, die haben sich erwehrt, gefährdet, gewünscht. Es gibt viel Blut an Tränen, die das Jahr 2014 über dem Land ausschütten. Ich weiß auch, dass viele Leute es couragiert fanden, wenn ich heute Budgetsabspurungen von 1 Milliarde Euro für das Jahr 2014 annoncieren. Das wir vielleicht couragiert, das wir aber total kontraindikiert. Den aktuelle Kurveverlauf vom Konjunkturzyklus lässt eine Konsolidierung von über 250 bis 300 Millionen nicht zu. Die Eurozone ist an der Rezession, die Wirtschaftswachstum zu Lützeburg als mickrig. Nur ein Konsolidierungseffort von über 900 Millionen Euro für das Jahr 2013, wie ein Konsolidierungspakt von über 300 Millionen für das Jahr 2014 kontraproduktiv für das Wirtschaftswachstum, für die Evolution vom Chômage und für den Konsum hier am Land. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich komme nicht erlernst, hier ein bisschen über das Niveau von der öffentlichen Schule zu schwätzen. Sie bewegt sich tendenziell an die falsche Richtung. Ob schon, ich muss daran erinnern, was kaum nach weiß, mit das auch kein Habannen den Algen nur ausführen, nach zu wissen, ob schon, ich muss daran erinnern, dass das Schuldenstände an den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert mehr hoch waren wie die, die man heute am 100. Jahrhundert wel gut erkrabbelt kriegt. Sie, die Staatsschuld, ist von ihrer Evolution her spektakulär. 2007, vor der Krise, lag sie bei 2,5 Milliarden Euro, 6,7% vom PIB. Sie leidet bei 11,4 Milliarden, 25% von unserem Bruttoinlandprodukt. Ohne den Emprunt für die Rettung von der Banque Generale chiffriert sie sich auf 9,4 Milliarden Euro, 20,6% vom PIB. Am europäischen Vergleich aber hat sie ein Niveau erreicht, der nicht spektakulär, mehr echt ordinär ist. Als 25 respektive 20,6% entsprechen einem Schuldenniveau an der Eurozone von insgesamt, ich habe gesagt, 95% vom PIB. Einem belgischen Schuldenniveau von rund 100%, einem französischen von 93,4%, einem deutschen von 80%,
engem österreichische vu 75%, engem holländische vu 74%, an engem finnischen vu 57%. Die einer AAA-Staaten aus der Eurozone, Deutschland, Holland, Finnland, bleiben also deutlich méi héich an ihre Schuldestände, wie dat zu Lützeburg der Fall ist. Mir als Schuld, auch wenn sich international nach immer präsentieren lässt, klemmt für als Verhältnisse zu sehr. Aber wenn Schulde möchte, da geht es sehr, wie das Beispiel von der Eurozone weist, wo von 2008 bis 2013 die Schuld sich um 25 Prozentpunkten nur Urwen an die falsche Richtung bewegt wird. Das weist ja auch die Eurozonenzahlen, die gefährliche Explosionsdynamik, die an einer inkonsiderierter oder von den Umständen abgezwungener öffentlicher Verschuldung leidet. Eine hohe Verschuldung zieht den hohen Schuldendienst nur sich an den hohen Schuldendienst, die bringt eine Verengung von den budgetären Manövrierfreiheiten mit sich. Aus all dem ergibt sich, dass man die Entwicklung von der öffentlichen Schuld auf dem Schuldendienst am Griff behalten müssen. Sich verschulden statt zu konsolidieren, also es ist Gift, zurückbezahlen aber, als ganz sauer. Und dafür soll ihn, wann immer es geht, seine öffentliche Schuld durch intelligent Verhalten nach innen korrigieren. Der Lützeburger Staat wurde 2008 Banque Generale gerettet. Ernst kann ihn das nicht so. An dem man in Emprunt Public von 2 Milliarden abgeholt, dem 3,75% verzinst ging. Nun als Bank selber gerettet, nur kein Hilfe von den anderen Euro-Staaten dafür gefroht und noch nicht dafür gebraucht. Der Staat wird auf dem Emprunt, den man für die BGL abgeholt hat, 450 Millionen Zinsen bezahlt. Sie sind an Taschen von denen Lützeburger geflossen, die sich im Rettungsplan für die BGL beteiligt tun. Dadurch, dass man Aktionär an der Banque Generale sind, und nicht einfach so über den Tick geworfen. Wir verlangten, dass wir Aktionär gehen. Dadurch, dass wir Aktionär an der Banque Generale sind, wird der Staat bis Ende 2013 alles an allem Dividenden an Depotzinsen für 508 Millionen kassieren. Nun also, ob der Operation die Bank gerettet wird, an die Spuren, an Klienten, an dem geholt, mehr gewonnen, wie wir ausgehen haben, nämlich 50 Millionen Euro. Ob der parallele Aktion Bill betreffend, haben wir einen Zinsgewinn von 27,3 Millionen gemacht. Die zwei Operationen zusammen, BGL und Bill, haben dem Budget ein Netto-Plus von 85 Millionen Euro gebracht. Statt Konkurs von zwei Banken ein Gewinn für den Staat. Die BGL-Emprunt, die läuft am Dezember 2013 aus. Der Lützeburger Staat ist bereit, sich dann als Aktionär bei der Banque Generale zurückzuziehen. Nicht, weil wir uns zurückziehen müssen. Als Schuldenlast vergleicht sich komfortabel mit der von unseren Notbeschländern. Aber wenn der Preis am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres oder mehr spät stimmt, wenn wir also von BNP Paribas die zum kriegen, die als ungemäßen erschenkt, da verkaufen wir. Wir verkaufen nicht, weil wir müssen, aber weil wir das vielleicht an einem bestimmten Moment zu guten Konditionen können machen. Wir wenn Konditionen nicht stimmen, verkaufen wir nicht. Wenn sie stimmen, dann machen wir es. Aber wenn wir es machen, dann geben wir als Staatsschuld 2 Milliarden Euro reduzieren, und geben sie für 25% von unserem PIB auf 20,6% aufsenken. Bank gerettet, Arbeitsplätze erhalten, Klienten nicht geschädigt, Gewinn gemacht und dann noch Schuld reduziert. Das kann ihn auch mehr schlecht machen. Aber es muss nach verhandelt gehen. Und dafür haben wir auch ab. Herr Präsident, ich war gerade bei einer Woche mit 2 Banken. Ich komme bei Banken alle gut, ich komme bei Banken halbnis. Mir ehrlich dahin kommen, bleibe ich bei der Finanzplatz generell. Als Finanzplatz steht
für 36% von unserem Bruttoinlandprodukt, auch für Tausende oder Zehntausenden direkt und indirekt Erbesplätze. Sie hat sich hier Platz an der Welt erobert durch ihr Know-how, durch die Breite von ihrer Produktpalette, großen Unterschied übrigens zu Zypern, und durch die Expertise von ihren Dirigenten und von ihren Materbichten. Es für einen verhängnisvollen Trugschluss, nicht weiterhin auf den Finanzplatz zu setzen. Wir müssen hier internationale Ausrichtungen weiter developieren. Mir tut aber auch ein großer Fehler davon auszugehen, Finanzplatz, das wäre ein Geldautomat, den als öffentlich Käsen ganz einfach so zum Übersprudeln bringen gibt. Dafür brauchen wir, für das es sprudelt, auch andere Revenusquellen. Wenn wir Zukunft von unserer Finanzplatzfülle sichern, dann müssen wir als aktiv unter Festlegung von den Regeln beteiligen, die das internationale Finanzgeschäft enkadrieren. Als Platz als führenden Finanzzentrum an der Welt, die ist nicht am Mutzeck. Wir gehören an die Mitte von Terra. Wir müssen an der Mitte von dem Spielfeld stehen, wo Soliditätsregeln von den Banken abgestaltet sind. Wir müssen uns Kampf gegen Geldwäsche an der Lütte gegen Steuerhinterziehung beteiligen. Steuerhinterziehung, die ja ein Akt von nationaler und von internationaler Desolidarität ist. Im Jahr 2000 hat die damalige Lützeburger Regierung am portugiesischen Feira de Weg vom Bankgeheimnis in Richtung automatischen Informationsaustausch angeschlossen. Mit Akkord von der Chambre übrigens. Den Zug dahinter, den als Führer gefahren. Unter dem Eindruck von der Finanzkrise wird sich für den Informationsaustausch auf UFO durchgesetzt. Die USA haben durch Gesetz, die USA, nicht die Europäer, nicht die Deutschen, die USA haben durch Gesetz alle Länder, mit denen sie Finanzgeschäfte machen, den automatischen Informationsaustausch vorgeschrieben. Das Quellensteuermodell, den als erste Präferenz hat, hat sich international weder behauptet noch durchgesetzt. Wir können uns darüber beklagen, wenn wir gemeint haben, Quellensteuer gibt mehr Erträge bringen, wie den doch komplizierten automatischen Informationsaustausch. Das aber so kommt. Herbeigefordert an erster Linie findet der radikale Position, die die Amerikaner bezogen. Wenn wir lo als Position ändern, da geschieht das nicht unter europäischem Druck, den es selbstverständlich auch gibt, weil 25 Staaten von 27 sind deutlich für den automatischen Informationsaustausch. Die Amerikaner, die ja just nach Finanzgeschäfte wollen machen, mit den Ländern, an denen den automatischen Informationsaustausch gilt, haben eine Position bezogen, die wir müssen zur Kenntnis nehmen, ansonsten wir kein Finanzgeschäfte mehr mit den USA können machen. Ein internationaler Finanzplatz kann sich aber nicht vom amerikanischen Finanzcircuit aufschneiden. Nun ist es Gott sei Dank so, dass das Finanzplatz sich resolut Jahre schon enger Weißgeldstrategie verschrieben hat. Als Finanzplatz lebt nicht von Schwarzgeld, aber von Steuerhinterziehung. Die Repräsentanten gehen auch nicht mit zu so ein Finanzplatz wie proper. Und sie geben auf die Klienten, die vom Schwarzgeld an die von der Steuerhinterziehung verzichten. Dafür können wir ohne größere Schritt den automatischen Informationsaustausch auf den 1. Januar 2015 aufhören. Es sind von diesem automatischen Informationsaustausch die Revenuen von denen EU-Bürger betraf, denen hier andere Revenuen halt zu Lützeburg gerieren und gerieren. Wir können den Europäern nicht alles das verweigern, was wir den Amerikanern in einem bilateralen Vertrag müssen geben. Für die Leute, die hier am Land wohnen, ändert sich nichts. Sie behalten wie bisher Bankgeheimnis und die Zinsrevenuen gehen unter Quell besteuert. Die EU-Bürger, die hier Depoten halt zu Lützeburg haben,
fallen unter den automatischen Informationsaustausch, sofern hier Depoten an hier Geschäfte an de Champ d'Applikation von der Europäischer Zinsdirektiv fallen. Bierge aus Drittstaaten gehen nach wie vor am Regime von den Doppelbesteuerungsaufkommen behandelt, dass hier nicht für die Amerikaner, mit denen wir einen extra Akkord müssen treffen. Der Schritt an den automatischen Informationsaustausch, ich will darauf insistieren, die könnt nicht übernötigt. Und das alles ernst, wie eine hektische Reaktion von der Lützeburger Regierung auf die Publikationen von Richtchen auf von vermeintlichen Steuersender löschten. Am Gegenteil, fängt 2000 zu feiern an. Gibt von einem Dach irresistiblen internationalen Trend in Richtung automatischen Informationsaustausch poussiert. Es gibt übermengt Gespräche, Verhandlungen, Kontakte zwischen dem Finanzminister an den Akteuren von der Finanzplatz diskutiert und vorbereitet. Dem Finanzminister seine Äußerungen über das Weekend reflektieren, die in einer gewissen Zeit schon an der internationalen Presse gemerkt wird. Und die sind insofern auch nicht Neues. In einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung vom 6. Februar 2013, das war für uns 2 Monate, wurden seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Sache Vermögensverwaltung, Bankgeheimnis immer mehr wichtig gehen. Wird zwar für den Schutz vom Bankgeheimnis Dritte gehen dürfen, aber nicht für den Schutz von den Beziehungen zwischen den Banken und den Steuerverwaltungen geht. Hat sich auch der Lützeburger Presse gegenüber an dem Sinn geäußert. Am Januar von diesem Jahr wird an einem RTL-Interview zu Protokoll gehen, dass Bankgeheimnis von der Zukunft ein Bankgeheimnis bleiben wird, dass der Schutz von der Privatsphäre gegenüber Dritte garantiert, mit dat aber kein Schutz gegenüber den internationalen Steuerverwaltungen impliziert. Ich habe bei einer anderen Gelegenheit am März gesagt, Bankgeheimnis für UCOM. Das war beim Parteikongress, und ich verstehe ganz gut, dass andere Sachen durch mich spannend werden, zurückbehandelt zu gehen, wie die zentral aus so, die du gemerkt hast. Wir machen also eine globale Entwicklung mit. Diese Entwicklung war NRW, wir haben sie aufmerksam und aktiv begleitet, und wir knicken nicht, wie das an der Lützeburger Zeitung steht, unter dem deutschen Druck an oder unter dem preislichen Druck für das Internet zu schreiben. 25 EU-Länder plus die USA wollen den automatischen Informationsaustausch. Wir können ab dem 1. Januar 2015 mitmachen, weil als Finanzplatz am Wissen die internationale Entwicklung sich brett dafür gemacht wird. Wenn wir für Jahren Quellensteuer angefordert gehen, da haben wir viel den Tod von der Finanzplatz herausgesucht. Übrigens auch Heilbahn. Es hat die Todesklacken mal nicht mit Bimmel. Wir haben Quellensteuer angefordert, nachdem wir für die Abfeierung brett waren. Aber wir hatten Recht, für sie anzufeiern. Ich lese an abgelegten Zeitungskommentaren daheim und an interessierten Zeitungskommentaren draußen den automatischen Informationsaustausch, die gibt dann von der Finanzplatz Lützeburg bedeuten. Mit Finanzplatz hängt nicht existenziell vom Bankgeheimnis auf, und die Regierung knipst auch der Finanzplatz Lute nicht aus. Es kann sein, dass es zu marginalen Aufpassungsproblemen kommt. Wir können doch auch nicht sehen. Wir wissen etwas, was viele andere nicht wissen. Oder von dem viel andere merken, wie wahnsinnig nicht festen. Die als Finanzplatz feiern, und die ob hier schaffen, die gehören zu absoluter Weltspitze. Und dafür gehen sie auch damit eins. Alles geht ernst, hatte ich gesagt, aber vieles verändert sich. Das stimmt auch für das globale Umfeld, an dem als Finanzplatz muss leben. Gelebt mir ist, wenn wir den automatischen Informationsaustausch nicht geben abfeiern. Gibt es an den paar Jahren nicht helfen, für eine B-Mal über nicht ohne Vorbereitung müssten anzufeiern. Wir setzen
ob als Fähigkeit etwas fertig zu bringen und nicht ob als Fähigkeit etwas verhindern zu können. Der Präsident ist der Freund von den Zöllern und dafür habe ich da allein nicht erst da viel genannt. Für Ehre gut so viel, für den Appetit von den Leuten auch. Ich war 25 Jahre lang Budget als Finanzminister und dann hörte ich nicht eben was Zöllern. Es kann ich noch nicht ohne Zöllern über Budget und über Finanzen schwätzen. Aber das klingt dann so technokratisch, so weit weg vom Leben, so weit weg von den Leuten. Mir passt auf, handelt Zöllern durch die Leute. An Zöllern, die beschreiben das Leben. Auch die musste ich mit den Chiffren, die ich, und das war ja gewünscht, an aller Transparenz auf den Tisch gelöst haben, die muss ich mit denen Zöllern nach beschäftigen. Für den 1. April muss die Regierung ihr Stabilitätsprogramm für die Jahre 2014, 2015 und 2016 zu Brüssel erreichen. Dafür schwätze ich auch schon, dass eine andere Regierung wird, wie diese Regierung, über die Jahre 15 und 16, weil wir mussten zu Brüssel mitteilen, was wir an die Jahre 15 und 16 wollen zu machen. Das Stabilitätsprogramm, das wird der Kommission zu Brüssel zugestellt, den enthält das Endziel von der Equilibrierung von den gesamtstaatlichen Finanzen, aber beschreibt Zwischenziele von den Jahren 14, 15 und 16. Wann das Stabilitätsprogramm bis 4 Leute, wird die Habannen diskutiert. Wir wollen auch mit den Sozialpartnern diskutieren, am besten am Kader von einer Tripartit, der gut muss verbreitet gehen. Da gilt, wenn wir die Gespräche feiern, da gilt für jeden Verein, ja oder nein zu sagen, zur budgetären Etappentrajektoire, die die Regierung vorschlägt. Ja oder nein, kann ich ja sagen, kann ich nicht sagen, oder muss ich eine andere Proposition machen. Jeden muss aber sagen, wie eine Staatsverschuldung und dummer Belastung für die nächste Generation gesagt. Die Opposition sieht klar von der Nation wie schlecht. Ich so, sie war schon besser. Wie auch klar an den anderen Ländern rundherum ist, schon deutlich besser. Wir so nicht auch, wir haben, und das kann nun mal kein aufstreiten. Die dickste Pioneer-Pensionen weiter breit. Und den zweitniedrigsten Chômage weiter breit. Und den höchsten Prozentsatz von unbefristeten Arbeitsverträgen weiter breit. Nun die niedrigste Soziallast weiter breit, die niedrigste Staatsverschuldung an die niedrigsten Defizite weiter breit. Wir bezahlen Männer Steuern für das Lob. Wenn wir die dicksten Defizite, den nächsten Chômage, die niedrigste Pioneer-Pensionen, das niedrigste Kammergeld an die höchsten Lohnnebenkosten nach Steuern hätten, da können die Reprochen von der Opposition und Kritiken von Gewerkschaften und Patronatsorganisationen wesentlich besser nachvollziehen. So aber muss ich sagen, dass die Larmoyanz, die als Land überzieht, so wie wenn wir die schlechten von den Allegoren wären, aber ungerechtfertigt, suspekt, dubios firkennt. Wir können vieles besser machen, das weiß ich. Wir hätten aber auch vieles mehr schlecht können machen, aber wir hätten vieles mehr schlecht gemacht, wenn wir so gemacht hätten, wie als Loperen. Es fehlen uns en fait 2 Sachen hier im Land. Wir sind nicht höflich genug, ob das, was wir fertig tun. Aber wir haben nicht genug Courage für unsere Zukunft. Wenn ihr gut aus, trotz Schwächeunfall, trotz autobiografischen Faiblissen, da soll ihr nicht lamentieren, als Selbstmord, als Angst für den Tod machen. Da soll ihr deren Robstreppen an sich Druck gehen, für weiterzukommen. Nicht nur wirtschaftlich. Wir können sowieso nicht mehr so wurst wie in der Vergangenheit. Und ist das da wirklich eine Katastrophe oder leidet nicht durch eine Chance für andere politische Zielsetzungen daran? Wir können nicht mehr so wursten wie in der Vergangenheit. Aber wenn es in Zukunft geht, dann muss man auch daheim lehren, als mit den ernst umzugehen. Nicht Solidarität menaceiert ist, den Egoismus, und zwar den individuellen und den korporatistischen, der bedroht ist. Den Egoismus an den stupide korporatistischen Neid zerstören
sozial und national Kohäsion. Solidarität aber, die festigt sie. Mit Solidarität mit allen als mehr anstrengend für den exklusiven Egoismus, den sich am eigenen Kreis dreht. Wir brauchen eine faire Gesellschaft, wo ein auf den anderen guckt, anrecht etwas gibt durch den Blick, den den anderen abherwirft. Das bringt uns dazu, dort zu spüren und dort zu konsolidieren, wo wir alle gut betroffen sind. Und uns dort zurückzuhalten, wo die mich schwer sind, als einzig Pan müsste klagen. Das ist keine Invitation für sozialromantisch oder für naiv zu gehen. Das ist just ein Appell für mehr sozial und gesellschaftliche Fairness. Eine mehr faire Gesellschaft. Das war schon mein Motto an der Erklärung zur Lehre 2011. Ich hatte damals gesagt, wir müssen 300 supplementäre Posten schaffen, für die Kinder und die Familien, die besondere Schwierigkeiten haben, zu unterstützen. Wir haben davon 232 kreiert, aber wir fuhren auch 400. Eine mehr faire Gesellschaft. Das war als durch, wie wir letztes Jahr dezidiert haben, die Familien mit niedrigem Einkommen mit 800 € pro Kind Subsid an Schulbüchergeld zu unterstützen. 5.000 Familien kriegen die Hälfte, die über 5 Millionen kostet. Eine mehr faire Gesellschaft. Das war der Grund, für was wir die staatliche Beteiligung und die Kosten von der betrieblichen Weiterbildung für 14,5 auf 20 für alle Salarien auf 14,5 auf 35% für die Mitarbeiter über 35 Jahre an Blut gesagt haben. Der staatliche Beitrag, den die Betriebe kriegen, wenn sie Weiterbildung machen, den hat sich verdoppelt, leidet heute über 40 Millionen €. 51% von den Salarien am Privatsektor, 72% von den Salarien an die kleinen Betriebe unter 20 Beschäftigte profitieren von dieser Maßnahme, die dafür sorgt, und das wird ein Zweck, dass kein an seiner Arbeitsbiografie zu seinem Notteil hängen bleibt. Eine mehr faire Gesellschaft. 2004 hat man nach 17,2% von den Schülern die Schule ohne Qualifikation verlost und 2011 waren dann nicht mehr 9%. Das sind dann noch viel. Die Schule von der zweiten Chance, die fängt, das ist ihr Beitrag zu mehr Lebensfairness, immer mehr Junker, und heimst du auch mehr Ältere ab. Eine mehr faire Gesellschaft. Die Absicht hat bewirkt, dass zwischen 2004 und 2012 Plätze an den Kirchen, an den Foyers, an den Maison Relais, an so vielen sich verfünffacht tun. Tauschen von den Kindern unter 12 Jahren wird auch Zugang zu den Strukturen, die das Familienleben und Berufsleben mehr kompatibel machen. Wir haben mehr Suchen für Kinderbetreuung ausgehen, wenn wir Suchen durch Desindexierung vom Kindergeld angespart haben. Eine mehr faire Gesellschaft, das mir den darunter, dass man teuerisch zulassen. Immer dann erhebt hun, wenn Petrolspreise geklommen sind, an sie nicht aufgesagt haben, wenn Petrolspreise gefallen sind. Eine faire Gesellschaft hat mir den auch darunter, wenn ich kann bis an die letzte Legislaturperiode zurückgehen mit Politik von einer Koalition, die sich den zwei selbst Parteien zusammensetzt, als so ganz, dass mir den auch darunter, dass man den Kannerbonus angefordert haben, den kann wie das einer behandelt, unabhängig von der Revenusituation von der Familie. Eine mehr faire Gesellschaft hat mir den auch unter Abfeierung vom Statut unique. Großreform. Guckt mal, wie bald sich ploen, für das nicht fertig zu bringen. Dat mir noch Fairness an der Gesellschaft, wenn ich ganz weit zurückgehen, und der Pensionsreform am öffentlichen Dienst. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen, die dem Land mehr Gleichheit bräuchten. Dat mir den noch für noch mehr weit zurückzugehen. Und der Steuerreform von 1971, die einen waren dafür, die anderen waren dagegen, die mehr Gerechtigkeit 1991, eine Reform, eine Großreform, die von 1991 die mehr Gerechtigkeit zwischen den Steuerklassen und dummer zwischen den Menschen zur Folge hat. Eine mehr faire Gesellschaft, die noch mehr weit zurück. Was war dann die Schärfe von Mindestabkommens an der Pflegeversicherung, große Fairnessleistungen von LSAP an CSV dann ernst, wie ein supplementärer Blick auf den nächsten. Ich könnte
mat der Opzählung virfuhren. Ënner anderen fir zu beweisen, dass das Koalition an dieser Periode an anderen Perioden fir drun Land verändert a weiterbrucht huet. Och dodurch, dat man der Perimeter vun der Fairness no an no an ëmmerem erweitert. Ich will net alles opzielen, mat der Politik awer a Richtung méi Fairness, mat der will man allerdings virfuhren. Dat sicher no méi Fairness, no méi Gerechtigkeit, no méi Chancenoptimierung, zit sich fir schwarz-rote Furdem durch als vergangen aktuell an zukünftig Politik. Ich kann am Kader von dieser Debatte leider nicht op alle Segmente von unserer zukünftiger Politik abgehen. Dafür fehlt mir ganz einfach Zeit und außerdem Ministerin Halle dauernd Pressekonferenzen. Das sind denen der Manzen hält. Ministerin Halle reden. Da kann ich nach Matt halten. Minister beantworten parlamentarisch Frohen. Der organisiert Aktualitätsdebatten über Kompetitivität, über die Schulmessen, über das, dann über das. Manifestement als der Wunsch, den der für die Ministerin, die zuständig sind für ein Dossier zu schwätzen, mehr groß wie mir an einer langen Erklärung zur laufenden Nation zu den Punkten not zu lauschen. Mit das erlaubt sie auch, dass mehr konzentriert Debatten über die EU-gesprochenen Themen können gefordert gehen, und die müssen noch intensiv gefordert gehen. Ich brauche es nicht zu feiern, weil die willst ja sowieso mit einem anderen feiern. Der Wunsch noch mehr inklusiver Fairness, ja, der beinhaltet auch sicher nur mehr Zärtlichkeit an der Gesellschaft. Verlangt, dass man uns die bekümmern, die nicht mehr wissen, wen sie sind, und die nicht mehr wissen, wo sie sind. Die Leute, die leicht oder stark dement sind, die Alzheimer krank, und alle gut die verloren sind, brauchen als tatkräftig Mitgefühl. Demenz an Alzheimer-Krankheit holen zahlenmäßig enorm zu. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2025 mehr wie 8.000 Demenz an Alzheimer-Kranke hier am Land tun. Dafür lanciert die Regierung einen nationalen Alzheimer-Plan. Hier wird ein Akzent auf Primärpräventionskampagnen, auf das Ausschaffen von nationalen Diagnostikstandards an der Qualität von der Prise en Charge legen. Der Plan muss finanziert gehen, und geht es auch. Am Bereich, wo deutlich mehr Fairness ugesucht ist, das ist der vom Wohnungsbau und vom Logement. An den nächsten Jahren gehen 10.000 Wohnungen gebaut. Ihr wisst, ihr kennt Chiffren, ich brauche sie nicht zu wiederholen. Terrasse und Wohnungspreise sind sehr hoch. Sie sind das nicht, weil der Staat den Zugang zum Logement mit ungenügenden finanziellen Mitteln begleitet. Das ist echt so, dass man den Mann nur Wohnungen finanziell viel zu viel unterstützen. Dafür orientieren wir als Politik nach mehr Stärke in Richtung Vergrößerung von der Opfer. Weil tausende Wohnungen am Land eitel stehen, sorgen wir mit den Gemeinden dafür, dass die Wohnungen mit einer Tax belöst gehen. Bislang haben just ein paar Gemeinden das gemacht. All Respekt für sie. Es gibt wirklich kein Thema so echt wie doch aus, wo ich nicht auffällt, was gehen CSV für die Grünen geschwätzt. Wir kriegen mit Alzheimer Menschen nicht die Gag, Madame. Wir orientieren als Politik in Richtung Vergrößerung von der Opfer. Wir hoffen, dass andere Gemeinden, so wie Birkrich an andere, die Taxen abfeiern, die anzufeiern sind. Da leidet den Kadertext für den am Gang vom Civicol geguckt zu gehen. Ich habe mir den für mich frei gewünscht, wir sind überzeugt, und das ist auch so, dass alle Gemeinden am Prinzip da mitmachen, das ist auf alles das, was wir bei all Gelegenheit zu dem Punkt gesucht haben. Wir feiern auch über den Weg von einem neuen Gesetz, die sogenannte Gestion lokativ sozial an. Gemeinde kriegt die Möglichkeit, eitel Wohnungen für Privatleute aufzulohnen, und sie dann steht mit kleinem Revenu weiter zu verlohnen. Wir wollen die Leute mit niedrigen Revenuen aus der Energieverhalt befreien. Dafür wird in Leitgesetz die Möglichkeit von einem Prä zum Nullzinssatz abfeiern
für den Energieassainissement von Wohnungen. Die Leute können in Hypothekarprä abholen, die bis zu 50.000 € kann gehen, an dem sein Kapital, an dem sein Zinsen vom Staat garantiert gehen, Staat den Nordkästen von der Energieberatung überhält. Das neue Maßnahmen kommen bei den über den Mietzuschuss bei, den wir angefordert haben, an den 15 Millionen € Kostenwert. Mit Mardeneen, ich habe von Mardeneen geschwärzt, da brauchen wir auch an der Schule. Die Reform von der Grundschule ist in die richtige Richtung gegangen. Verschiedene Anpassungen sind nötig. Den Umgang mit den sogenannten Bilan, das sind Zensuren von früher, die wird überprüft und ministerisch wird da, wo nötig ist, Modifikativpropositionen machen. Die Reform vom Lycée ist notwendig. Die Reformvorbereitungen haben 2009 angefangen. Es wird intensiv mit Enseignern, mit Direktoren, mit Eltern und mit Schülern diskutiert. Die Schulminister wird in Pechten ein Gesetzesprojekt auf den Instanzen bringen. Das Parlament wird dann das letzte Wort. Das Reform visiert nicht die Diminution vom Effort, sondern sie visiert die Augmentation von den Chancen für die Verrengen. Das Leben als auch Schaffen an Anstrengung, von kleinem und mehr alle Formen von Starthandicap muss eliminiert gehen. Auch wird Startkompetenz und Denkompetenz an den verschiedenen Sprachen unbelangt. Denkompetenz muss nicht an alle Sprachen genau dieselbe sein. Der Arbeitsmarkt, den als weiter von der Weg für jeden fair zu funktionieren. Zu viele Leute, besonders zu viele junge Leute, gucken ihm vorbei noch. Politik und Tarifparteien müssen dafür sorgen, dass wesentlich mehr Leute den Arbeitsmarkt verbannen kennenlernen. Und zwar durch Erbicht verbannen kennenlernen. Dafür machen wir es echt mit der Jugendgarantie. Alle Jungen sollen ausschäden aus dem Bildungssystem innerhalb von 4 Monaten eine Beschäftigung, Stage oder eine Formation angeboten kriegen. Als Absicht ist es nicht, just für ein gutes Gewissen zu machen, junge Leute an Stagen oder an Beschäftigung ohne Perspektive regelrecht zu stechen. Das junge Leute muss es suiviert gehen. Und diese suivieren, die müssen Fond an Angestalt gehen, das kostet Geld, und das, was es kostet, das müssen wir als Kosten los. Contrat d'initiation à l'emploi und Contrat d'appui à l'emploi, die laufen evaluiert an ihre Ausrichtung angepasst. Die verschiedenen Pilotprojekte für Arbeitsmarkt frühen Junker, die gehen ausgebaut. Die progressiv Präretreat getrennt menagiert, Zumutbarkeitsregeln für Tunwellen von einem Arbeitsplatz gehen überprüft. Das ist auch schon klar, dass eine zu große Distanz zwischen dem Wohnungsort und der Schaff kein Argument mehr kann bleiben, für eine Arbeit zu refusieren. An der Hotellerie, an der Restauration sind zwischen 2011 und Januar 2013 2450 Leute angestellt, in aber nur 327 Lützeburger. Es muss jedem anlichten, dass ein unqualifizierter junge Lützeburger muss bereit sein, auch wenn es nicht mehr vorübergehend ist, an der Hotellerie und an der Restauration zu schaffen. Das ist schließlich kein Unehr, für in einem Restaurant oder in einem Hotel zu schaffen. Das ist ein wertvoll und interessant Erbicht. Die Zahl von den RMG-Beziehern ist in den letzten 6 Jahren von 8.700 auf 11.300 Leute hochgegangen. Die Zahl weist, an der Entwicklung von der Zahl weist für allem, dass wir einen effektiven, an ersten holenden Armutsproblem zu Lützeburg haben. Ich finde auch dafür nicht gern, wenn über RMG-Bezieher dumm geschwärzt wird und ob sie raufgeguckt wird. Ich finde auch nicht gern, wenn man Mengen mit als Pflicht hingehen, die wir gemacht, wenn wir sie an der staatlich finanzierten Armut setzen lassen. Ziel und Zweck vom RMG-Gesetz war nicht soziale Unterstützung lebenslang, Ziel und Zweck war für die Leute aus der Armutsfeld zurück auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Und dafür wollen wir auf viel größer Maß wie bis der RMG-Bezieher zu allgemein nützlichen Erbichten beim Staat, aber die Gemengen rundziehen.
Arbeitslosigkeit bekämpfen den nämlich am besten durch Erbicht. Derbesrecht wird nicht flexibilisiert. Mehr Flexibilität bedeutet nicht automatisch mehr Erbicht. Ich will kein deutsches Verhältnis zu Lützeburg. An Deutschland gehen Millionen Leute schaffen, die Ende vom Monat nicht genug haben, für zu leben. Die Lützeburger Regierung setzt sich an Europa für einen gesetzlichen Mindestlohn an. Der Mindestlohn an Europa, den nicht überall gibt, können selbstverständlich nicht dieselbe überall sein. Mit zum europäischen Modell, Sozialmodell gehört zwingend, dass alle Länder prinzipiell über die gesetzliche Mindestlohn verfügt. Die Regierung wird in doble Wunsch als Sozialpartner. Ich möchte gerne, dass die europäischen Arrangemente zum Kampf gegen den Stress oder Erbicht von den Sozialpartnern zu Lützeburg umgesetzt gehen. Aber ich hätte gerne, dass Sozialpartner verhandlungsfähig alle Möglichkeiten ausloten für die Arbeitszeitorganisation am Interesse von mehr Beschäftigungsmöglichkeiten meiner Regie zu gestalten. Unter anderem wäre ich froh, wann gibt darüber nachgedacht, just darüber nachgedacht, ob es wirklich clever ist, am Sommer, wann es wieder gut ist, nicht zu schaffen, am Winter, wann es wieder schlecht ist, auch nicht zu schaffen, und die Stadt nicht schaffen, zu einem soliden Teil vom Staat bezahlen zu lassen. Ich bin einfach froh, alles ist für ernst gehen. Und alles wird sich geändert. Aber vieles muss sich ändern, für das nicht alles ernst geht. Ich hätte gern, dass an aller Römer darüber nachgedacht wird, ob in der Congé kollektiv, die für Jahrzehnte angefangen ist, auch für die nächsten Jahrzehnte noch soll. Herren, ich meine, dass in das nicht so. Herr Präsident, die Damen und Herren, diese Regierung und diese Koalition können auf die Realisation von wichtigen Strukturreformen zurückblicken. Wichtige Strukturreformen am Bereich von der Steuerpolitik, von der Familienpolitik, am Schulwesen, auch am Bereich von der Sozialpolitik. Krankenkäsereform, die hat es an sich. Ich habe da pur an meinem Leben mitgemacht. Am Pensionsreform, die geht aus dem Rentewesen eine neue Richtung, weil sie die erste Rentereform ist, die Leistungen nicht nur überschraubt, mit den Instrumenten enthält, die wir brauchen, für am gegebenen Moment gegensteuern zu können. Es ist die Absicht von der Regierung, neben der Listesreform eine weitere Strukturreform in der Dach zu bringen. Es ist Strukturreform am Bereich vom öffentlichen Dienst. Diese Strukturreform, auf der inhaltlich letztes Jahr angegangen sind, wird vieles ändern, harmonisches Regelrecht krempeln. Sie wird mittelfristig Lohnmaß vom Staat nicht überwurzeln, ganz am Gegenteil. Wen ein faire Sozialstaat füllt, wer mehr Sozialgerechtigkeit füllt, wen ein kontinuierlich Aufpassen von Mindestlohn beispielsweise füllt, und das wollen wir, der muss dafür sorgen, dass Voraussetzungen für das machen zu können stimmen. Der muss dafür sorgen, dass die Wirtschaft funktioniert, dass sie die Erträge produziert, die wir brauchen, die Fairness können zu organisieren. Wir setzen dafür weiter auf die Expertise von der Finanzplatz, ich habe das gesagt. Wenn wir dürfen uns nicht gelieft, zu meiner großen Ambitionen am Leben gehört, immer den Herr Bittel zufriedenzustellen. Von der man mit dieser Rede sollte gelingen, da können ich finde ich aber los schon Heinz so ganz verzückt durch Sprache gesehen dafür mänglich. Mänglich nicht, dass man das selber nicht mengen will, ich weiß nicht, gegen das, was ihr denkt. Finanzplatz muss weiter Wurzeln gelost gehen. Wir können das nicht allein ob sie verlosen. Wir mussten do diversifizieren, wo man nach Lakunen haben, und mussten do stärken, wo man nach mehr Stärken gehen. Also Mittelstand, den ist haut schon stark. Hier zählt 20.000 Betriebe, davon 6.300 am Handwerk, erstellt 180.000 Arbeitsplätze und davon 80.000 am Handwerk auf B. Es ging netto bei all Jahren 1.000 neue Betriebe gegründet. Es gibt viel mehr Neugründungen wie so. Wie korrekterweise muss ich aber 12 von den Weiten aus der Nettokreation von Betriebsgründungen aufzählen, dann können noch 1.000 Neugründungen netto. Der Mittelstand
investiert. Und investiert für sein Verhältnis auch viel. An die Jahren 9 bis 12 für Handwerk 400 Millionen, der Commerce 200 Millionen, an den Horeca-Bereich 170 Millionen Euro investiert. Das Investiment der Gufe selbstverständlich vom Mittelstandsminister finanziell begleitet. Weil also weil das funktioniert, muss man den Mittelstand Trickgrad von unserer Wirtschaft an auch von unserem Arbeitsmarkt als weiterhin massiv unterstützen. Dafür bringen wir nach das Jahr den 4. Jahresbrang für den Mittelstand auf den Weg. Dafür führen wir 4 mittelständischen Entreprisen die Terrain zur Verfügung zu stellen, diese wir Expansion brauchen. Und da bleibt nach wie von vieles zu machen. Dafür akzelerieren wir Prozeduren, die mittelständische Entreprisen betreffen. Komodos Dossier ging haut schon wesentlich mehr sehr trätiert wie früher. 2008 nach 170 Kalender, die ich an der Mayenne gebraucht für ein Dossier von der Komodo Klasse A zu trätieren. 2011 waren es nach just 127 Kalender, die nächstes Jahr werden es danach deutlich mehr sein. Zum Mittelstand, Herr Präsident, gehört auch den Tourismus. Am Schnitt haben wir mehr wie 2 Millionen Übernächtungen pro Jahr. Der Tourismus bereichert den Arbeitsmarkt mit 16.500 Arbeitsplätzen. Die ist also sich nicht immer bewusst, hindreht 5,4% zu unserem Bruttoinlandprodukt, bei dem ist also sich auch nicht immer bewusst. Das ist also kein kleiner Sektor, den ihr könnt negligieren. Das ist ein Sektor, der viel Potentialitäten hat. Notamment der Geschäfts- und der Kongresstourismus, den haut schon 55% von den Übernächtungen zu Lützeburg ausmischt. Der 9. 5-Jahresplan für den Tourismus als von der Regierung approviert ging nur die Finanzvolumen von 45 Millionen Euro. Aber wann ich gelieft in der Schätz mit Landwirtschaft nicht. Ihre Wichtigkeit kann ihr nicht und ihren Beitrag zum Bruttoinlandprodukt festmachen. Ihr Beitrag geht weit darüber hinaus. Nicht nur soll man nicht vergessen, dass wir alle irgendwie durch Generationen vom Bauer herkommen. Und das wird ja den nationalen Charakter matt geformt. Für allem soll man den Beitrag von der Landwirtschaft zur Erhaltung von der Natur als ein Dienst von den Bauern an den Winzer Land begreifen. Den müssen wir selber finanzieren, nicht zu bezahlen. Wir. Dafür haben wir gerade am Bereich vom Development Rural als zu Bresel bei Gelegenheit von der Decision über die mittelfristigen Finanzperspektiven für Substanzerhaltung von der gemeinsamen Agrarpolitik angesagt. Wir bringen nach dieser Legislaturperiode ein neues Agrargesetz auf den Weg. Herr Präsident, wir dürfen uns nicht gesagt, ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, auf den Finanzplatz nicht verlosen. Wir müssen als Wirtschaft weiter diversifizieren. Die Diversifikation, die brauchen wir. Wir bauen den Sektor von der Logistik weiter aus. Ohne Cargolux geht das nicht. Mit der Cargolux geht auch nicht, wenn Cargolux sich an mehr wie enger Hinsicht und die neuen Bedingungen am internationalen Luftfrachttransport erstellt. Wir bauen zu Beeteburg-Diddling eine Multimodal-Plattform für Logistik. Über 250 Millionen Euro invest. 50 Millionen Euro gehen an den Luxemburg Freeport und Findel investiert. Der Wirtschaftsminister hat Pläne vorgestellt, die wir wollen, mit den öffentlichen Betrieben, aber mit den Betrieben, wo die Stadt die großen, wenn nicht den Hauptaktionär als umsetzen. Sie investieren das Betriebe über mehr wie 2 Milliarden Euro an den Jahren 13 bis 18 und damit beweist die Regierung an die Betriebe, dass da, wo die Staat noch präsent ist, der Staat ein aktiv zukunftsorientierte Rolle will spielen. Wir hatten Recht im Land nicht alles das zu privatisieren, was die Verrichtungen überall zu Bresel und auf anderen Plätzen als fehlgeschlagen unbedingt müssten zu privatisieren. Der Luxemburg Future Fund, der mit 150 Millionen dotiert das, die Kind und Klaven, ICT, Cleantech und andere Bereiche sind die Sektoren, auf denen sich konzentrieren wird. Der Sektor von der Gesundheits- und Lebenswissenschaften wird durch den Sommerfonds für 25 Millionen Euro unterstützt. Cybersecurity, den ultrasicheren Internet, Vernetzung von den Datenautobahnen, Akzelerieren von der Zirkulationsfitness von den Datenzentren und Cloud Computing sind eine Achsen, an denen wir als wirtschaftliche Entwicklung von unserem Land wollen treiben los. Ich wollte hier ein spezielles Land für die Industrie brechen. Nicht alle Industriebetriebe
als maximal kompetitiv. Mais generell steht als Industrie gar nicht so schlecht, wenn ich hier Stunden lehne, an hier Lohnniewe Kächten beim Ausland, aber da sind direkte Noperen vergleichen. Ich will für Sie, für die Industrie, ein spezielles Land brechen, weil ich handle den anderen Kunden Lützeburg hat die Industrie nicht gern. Sie ehren sich fundamental, weil Troll von der Industrie an der generellen Wertschöpfungsketten, die erst nicht klein zu schreiben. Dafür plädiere ich für mehr Industriefreundlichkeit hier am Land. Wenn als Vorgänger so industriefeindlich gewesen wäre wie mir, dann gibt das alle deutlich mehr schlecht. Mehr generell aber muss man den Standort für die erhalten, den wir haben, respektiv den wir nachholen. Wir haben am internationalen Vergleich mittelmäßig hoch oder mittelmäßig niedrig Betriebssteuern, die sich das wird, was ich am besten an der Kronpass raus. Ich schwätze nicht nur von den nominalen, wir führen allem auch von den realen Steuersätzen. Wir dürfen die nicht nur nach Kassenlage, wie die Deutschen so arbiträr hin und her bewegen. Die Industrie, Banken und überhaupt alle internationalen Investoren, die brauchen Besteuerungsprävisibilität. Wir können an wir Werten Betriebsbesteuerung auch nicht nur oben aufpassen. Wir haben die niedrigsten Personensteuer weiter breit. Ich weiß, wenn Staatsgeld knapp geht, dann mengen da viele Gift durchgehen, die Spitzensteuersatz zu erhöhen, für die Staatskäsen zu füllen. Wir haben den Spitzensatz ja auch an dieser Legislaturperiode gehecht. Okay. Wir müssen wissen, dass wir vital dort angewiesen sind, die besten Fachkräfte für als Banken, für als Recherche, für als Industrie zu rekrutieren. Wir wissen, wann wir dann wollen, wissen, just nach an dem Hotegamm-Bereich, an der Spitzentechnologie, am Qualitätsdelta. Dafür brauchen wir die besten Leute, und die kommen aus dem Ausland, und die kommen nicht auf Lützeburg, wenn sie mehr Steuern bezahlen, wie sonst eins. Weil das so ist, sind der Erhöhung von den Spitzensteuersätzen natürlich Grenzen gesetzt. In andere Platzviertel, die wir haben, besser gesagt, die wir könnten haben, das ist das prozedurale Umfeld, an dem als Wirtschaft planen, investieren, realisieren kann und muss. Wir waren immer das Land von der kurzen Wehr, auch von den sicheren Entscheidungen. Aber wir müssen darum gehen. Für darum zu gehen, brauchen wir en fait keinen Hilfe. Wir brauchen das selber. Wir stehen als mehr wie einmal selber am Weg. Wenn wir den Konflikt zwischen Umwelt, Natur und Wirtschaft nicht überspringen können, oder wenn wir als im eigenen Schild nicht Meister gehen, kommunal und staatliche Kompetenzen nur streiten wir denen. Minister, Ministerien und Verwaltungen wollen bleiben, wer sie sind, und haben ohne Rücksicht auf den und auf die wirtschaftliche Schuld stur und der Wohlricht fest, die kein Widerspruch und kein Kompromiss verdreht. Als solche Simplifikation administrativ haben wir dank dem Ansatz von Madame Moder große Progress an den letzten Jahren gemacht. Aber das ist eine andere Sache und das ist eine andere Debatte. Als solche Beschleunigung von den Genehmigungsprozeduren aber sind wir nicht so gut vorgekommen. Ich habe zu Jahres auf dieser Platz ein Table ronde zu dem Thema envisagiert. Die hat wieder richtig bemerkt, aber wie ich doch muss zugeben, nicht stattfand. Die hat nicht stattfand, weil Meinungen matt an Töchten Akteuren, dax also negin, trotz konsensueller Papieren, die publiziert gehen. Die hat nicht stattfand, weil auch ob innerstaatlicher, muss ich zugeben, an der kommunaler Seite Zeichen nicht alle gut an dieselbe Richtung weisen. Wir hatten mit dem Ministerium d'État und ich selber viele Gespräche, ich meine wie Sie, mit der UL, mit dem Urde von den Architekten und den Ingenieurconseil, mit den Kollegen vom Civicol. Die Gespräche gehen weiter, als sie schon aufgeschlossen, da müssen alle wieder zusammen zu Konklusionen und zu Decisionen kommen. Lo aber schon stehen eine Reihe von Decisionen fest. Nach diesem Monat setzt der Regierungsrat eine Cellule de Facilitation an. Und die können die Initiatoren, Porteuren von Projekten sich wenden, wenn die Lehe nicht respektiert gehen, weil verschiedene Administrationen sich über ein an dieselben Dossier nicht eins gehen, wenn verschiedene Verwaltungen strikt inkompatibel Vorschriften, inkompatibel innereinander, dann machen Brief, wenn es nicht rutscht. Anstatt für ein Gericht zu ziehen, für Führung zu kommen, anstatt für Führung Gericht Decisionen umzufechten, die einem arbiträr erscheinen, können Betriebe sich in die Zell wenden, die sich dann ihrer Sache unhält.
Die Investisseure brauchen noch besser Präalabelinformationen. Über der Guichet LU kriegt ein Investisseur in Zukunft gesagt, was für Autorisationen genau braucht. Und über den Geoportail LU sieht der Kadaster hin, ob die Parzelle, die gebraucht wird, am Bauperimeter leider sieht ihm, wo du kann gebaut gehen, was du kann gebaut gehen, informiert über Schutzzonen, über Wasserquellen, über Biotopen und über Überschwemmungsgefahren. Alle Prozedur kriegt der Kalender, das heißt ein Delay. An bestimmten Dossien interveniert den Umweltminister nach just einmal, und zwar am Anfang von den Terrain, zum Beispiel am Kader von einem PAG aus der Grünzone und der Bauperimeter kennt, und nicht eine zweite Kehr, wenn es darum geht, auf der Parzelle effektiv zu bauen. Juristische Sicherheit, das ist ein großes Thema. Wir können zum Beispiel gerade an der Commodus-Prozedur genau, präzis und unverrückbare Normen vorschreiben. Wir können aber auch dadurch, dass wir keine so präzisen Normen vorschreiben, raumlose für Verhandlungen zwischen den Investisseuren an den zuständigen Verwaltung. Die Frage habe ich nicht geklärt gekriegt. Weil die einen so und die anderen so. Wir mussten an den paar Menschen sagen, wie es in Zukunft geht. Die Regierung als Haut schon klar, dass zuerst dafür gedroht muss gehen, dass die Kommission d'Aménagement am Innenministerium sich mit der Gemenge muss beracheln, ehe sie an mehr komplizierte Fälle hier Avien aufgeht. Die par ailleurs, die Avien auch nicht der Regierungspolitik am Bereich vom Logement beispielsweise können widersprechen. Regierung als Regierung, Chambre als Chambre, Verwaltung als Verwaltung, an eine Kommission als eine Kommission. Auch das Wirtschaftsamt muss sich mehr mit den Gemengen konzertieren. Tutel vom Innenminister über die Gemengen wird mehr suppel gestaltet. Gemengenobsicht wird reformiert. Die Regel ist haut, dass der Innenminister praktisch alle kommunalen Decisionen muss approvieren. Die Regel Mehrwert sind, dass sie nicht mehr braucht, zu approvieren, mit dass Decisionen dem Innenminister nach Schuss mitgedeelt gehen. Da verfügt der Innenminister über die kurzen Delay für zu reagieren, aber wenn dem Delay nicht reagiert, dann wird die Decision von der Gemeinde rechtswirksam. Le silence faut d'accord. Just nach einem ganz kleinen Zoll für wichtige Decisionen, Steuern, PAG, PAB, müssen vom Innenminister approviert gehen. Distriktskommissariate gehen aufgeschafft. Gehen an einer Verwaltungsstruktur am Innenministerium zusammengefasst. Das erliegt der Tutel, das spurt Zeit. Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese Erklärung habe ich gemeint für nicht so lang wie Herr Ursting Viergänger. Ich schule mir los, muss ich schwätzen. Diese Erklärung war nicht so lang, Herr Präsident, wie Herr Ursting Viergänger. Die hat man auch immer gesagt, ich gebe zu lang schwätzen. Am längsten habe ich über die Staatsfinanzen geschwärzt. Die geht so, dass es notwendig war, ich und noch als Leute zu weisen, dass wir die Staatsfinanzen zwar nicht total am Griff haben, aber dass sie aber nicht aus den Händen geraten sind. Wir mussten spuren, wir mussten konsolidieren, aber wir mussten dann in einem Tempo machen, der bei der Konjunktur passt, an den dieser nicht den Atem hält. Mir egal, wie lang oder wie kurz, dass diese Erklärung ist, die Reaktionen darauf sind immer dieselben. Die Regierungspartei fallen sie mit Nuancen, wie ich muss zugeben. Erster treffend, gut, die Opposition hält sie prinzipiell für daneben, für enttäuschend, für weit vom großen Wurf weg, aber für schlecht. Es hilft dann mir schon gespürt, das ist ganz genau ernst. Die Regierungspartei kritisiert die Regierung und die Opposition läuft sie. Nicht, das mir wie das, nicht, das mir wie das. Alles muss sich verändern, das geht alles ernst. Noch den Umgang mit den Nee, dann muss ich ändern. Wenn ich das CSV und die Opposition können, was kein Schreckensfehlstellen als schon gönne für ich, das hatte man schon an der Tät, das bis haut gut. Ja. Angst. Ich will so, egal was ich habe, so Reaktionen sind immer dieselben. Diese Erklärung, Herr Präsident, war mir kurz wie das, mehr konzentriert, mehr fokussiert. Es wäre aber noch vieles zu sagen. Und ich sage da doch an den nächsten Moment.
Ich habe mich von einer schweren europäischen Aufgabe befreit. Ich habe nur mehr Zeit. Nicht mehr Zeit für die Politik, aber für die Probleme hier. In denen sind ich an all den Euro-Jahren ganz nur drüber liefen. Ich habe nur mehr Zeit für zu explizieren, für zu argumentieren und für zu plädieren. Und das werde ich auch machen. Mit derselben Begeisterung übrigens für den ersten Tag. Und mit denen zusammen, mit denen ich gerne zusammen regiere. So eine Schmerz für Ihr Geduld.